Jojo! Moin! Moin, moin. Was geht? Ja, ich habe eine große Ehre auf jeden Fall hier mit dem GeoGesser, GHG Gesser Cup Sieger mal wieder zu zocken. Digga. Sehr geil. Ich dachte mir, wir spielen vielleicht so, dass du jedes Mal ein Land callen musst und wir beide dürfen dann nur in das Land oder Nachbarländer davon guessen. Also ich darf danach quasi sagen, wo es ist und dann verteilen wir uns, aber wir dürfen nur ungefähr dahin, wo du gesagt hast. Ja, ich muss kurz überlegen, also weil die guessen ja halt alle relativ gut, ne? Das heißt, die werden das Land sehr wahrscheinlich immer haben. Das heißt, wenn ich komplett wrong bin... Ja, komplett wrong solltest du nicht sein. Aber ich meine, du kannst natürlich dann auch strategisch gehen für größere Länder, die mehr Nachbarländer haben. Frankreich, ja, wenn du nicht weißt, ob es Europa oder Südamerika ist, dann nimm Frankreich, genau. Ja, okay, lass machen. Ich sag das Land und wir dürfen in dem Land und Nachbarländern. Weil dann hat man so, wenn Südamerika ist, Ecuador, da hat man so ein bisschen Spielraum. Weil ich glaube, nur Land ist actually relativ schwer, auch weil die Gäste immer sehr Ich finde auch, ja. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Okay, lass mal gucken. Wir spielen gegen... Okay, die sind ziemlich gut. Die kenne ich nämlich sogar. Beso und Gokale. Gibt's in dieser Elo überhaupt Leute, die du nicht kennst? Ja, viele eigentlich. Also, das gibt's schon häufiger. Okay. Ja, ich sag... Boah, die sind Scheiße, ich sag Schweden. Ja, okay, es ist Finnland. Komm, wir verteilen uns in Finnland. Ich gehe ein bisschen südlicher, du gehst so Richtung Oulu. Okay. So ein bisschen, ja. Denkst du, sie ist so... Ja, doch, kann so nördlich sein. Ja, ein kleines bisschen weiter südlicher hier so vielleicht. So. Ich habe mir die Bäume in Rovaniemi angeguckt, als ich dort war. Die waren so... Ja, okay. Geil. Ja, stimmt. Du hast ja jetzt in Real Life Practice für Finnland gemacht, ja. Ja, aber der Call war schon mal sehr schnell und gut. Wenn die pressern, dann könnte es schwierig werden, aber ich hoffe mal, dass USA. Passt hier. sind die USA auf jeden Fall. Ich glaube, mit den Pinien wahrscheinlich irgendwo im Süden. Es ist so sumpfig. Ich glaube fast, dass es hier so ist. Geh gerne mal North Carolina und ich gehe so Virginia oder ich gehe runter. Nee, ich gehe hier, geh du. Ja, ich hoffe nicht, dass es Süden ist, das wäre ungünstig, aber okay. Ich dachte wegen sumpfig, aber das hat mir schon öfter das Genick gebrochen, leider. Ich kenne nur Florida mit Sumpf. Ist das Sumpf? Ja, wahrscheinlich schon. Oh mein Gott. Okay. Doch schon, ja. Ich muss aber mich so südlich sah es nicht aus. Warte, ist das einfach Indien? Ja, sehr gut. Okay. Sehr guter Call. Ich überlege gerade, wo. Weil die Palmen sind eigentlich mehr so östlich. Aber die Sprache sieht nicht aus wie die Sprache, die in Bangladesch gesprochen wird. Nee. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich leine einfach immer die Sprachen ab. Irgendwas, wahrscheinlich ist es sowas hier, so Bihar oder Uttar Pradesh. Weil es ist ziemlich flach und nördlich, aber die Sprache sieht nicht aus wie die in Bangladesch. Aber eigentlich sieht es für mich aus wie so fast hier drüben, weil wir ein paar Palmen so haben, die ist hauptsächlich hier drüben. Dort gehen und ich geh mal ein bisschen noch nach Osten, geh mal so hier so. Und ich try den Osten für den Fall, aber eigentlich ist im Osten fast nur Englisch. Deswegen wäre es schon untypisch. Hier ist Englisch in diesem Bereich. Ja, vielleicht gehe ich... okay. Ja, okay. Gut. Ja, du hast ja schon abgecovert, alles gut. Aber funktioniert bis jetzt, das System? Ja, bisher funktioniert es gut. Wenn die jetzt immer instant guessen würden, ich glaube in manchen Ländern wird es dann halt schwer werden. Jetzt, was von den Ländern her einigermaßen. Das hier könnte vielleicht schwer werden. Ich sag... Sonnencheck. Ja, ist im Norden. Ich habe ganz kurz Argentinien gedacht, aber ich sag Argentinien. Yes, let's go. Es ist Argentinien. Geil! Geh du mal hier so vielleicht? Ja. Hä, Junge, du spielst einen auf. Ja, gut, die Poles. Ich gehe hier noch ein bisschen weiter westlich. Und ja, genau, die Poles sind argentinisch mit diese fetten Concrete-Dinger. Okay, geil. Gar kein schlechter Schaden. Nehmen wir. Ist das Game ein bisschen langsamer auf Moving auf diesem Level? Weil man so ein bisschen probiert. Oder ist es auch dort relativ schnell? Nee, da wird viel versucht, 5K zu finden auf Moving. Okay, jetzt ist schwer. Ja. Nimm irgendein großes Land im Notfall. Ich weiß nicht, ob es östlich ist. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Boah, ich sag Ukraine. Scheiße. Ja, es ist Ukraine. Hey, du bist voll krass. Was ist denn hier los? Was soll ich? Ja, ist gut. Ja. Sogar noch den Guess. Ich dachte wegen der Antenne Russland, aber irgendwie war es nicht so ganz Russland-Vibes. Dann dachte ich Ukraine, weil es noch an Polen und so grenzt. Aber wir mussten noch wieder das Nachbarland benutzen. Sehr gut. Ja, ohne die Einschränkung wäre es genau gleich. Ja. Okay, jetzt. Okay. Sonne ist im Süden. Das ist Shitcam, oder? Das darf ich fragen. Das ist Shitcam, ja. Oh mein Gott, warte, kann ich taktisch gehen? Nee, kann ich nicht. Boah. Thailand. Ist es Indien? Es ist Indien, das heißt, wir müssen dann hier so Myanmar gehen oder sowas. Stimmt, wir dürfen ja. Darf. Was? Ja. Ah, stimmt. Oh mein Gott. Ich habe ganz vergessen, wir dürfen ja Myanmar gehen. Wir dürfen ja auch Länder, die nicht auf Coverage sind. Ja. Ich war, oh mein Gott. Ich war verwirrt ich war actually verwirrt wegen Kambodscha. Genau, deshalb habe ich das habe ich schon gecheckt. Dass du zwischen den beiden warst. Ja, okay, das hast du.
Ich sag Estland. Ja, es ist Estland, glaube ich. Also wahrscheinlich, wegen den weißen Blumen. Muss nicht sein. Gehen wir noch ein kleines bisschen nach Westen vielleicht? Mal gut aufgeteilt. Oh, die weißen Blumen haben gelogen, Adi. Oh, sie wachsen über die Grenzen. Scheiße, Mann. Nee, das kann ja nicht sein. Oh. Ja, aber tatsächlich, also die sind schon... Ja, aber da muss ich auch Latvia essen dann eigentlich. Einfach aus taktischen Gründen. Ja, vielleicht. Ja, dann können wir... Ja, stimmt, aber Lettland hätten wir ja essen dürfen. Linksverkehr? Ja. Holy sheesh, Reno to the moon. Glaube, boah, das du aber mit der Sprache. Ja, ich guck die Sprache gerade an. Ist es, ich weiß nicht, ob Taiwan Rechtsverkehr hat. Ist es einfach, nee, das ist Japan. Ja, okay, ich gehe einfach mal hier. Geh du mal mehr nördlicher. So oder sogar auf die Insel. Ja. Oh, was? Da sieht's so aus? Das ist crazy. Ich denke immer nur, dass es nördlich ist in Japan, wenn du über den Straßen so diese Bögen hast wegen Schnee. Weißt du, wie ich meine? Es hat ja oft diese Pfeile. Ja. Das ist ja wegen Schnee, oder? Das ist eine gute Meta auf jeden Fall. Das ist wegen eigentlich schon, ja. In dem Fall... Ich glaube, da im Süden wird es jetzt nicht so schneien. Okay, warte, jetzt wird schwierig. Ich muss taktisch gehen. Ich sag Belarus. Okay. Das ist taktisch nicht schlecht. Kann mir halt vorstellen, dass es auch irgendwie ein Scandi ist, so Schweden oder sowas. Aber vielleicht ist auch Baltik. Also geh du mal Lettland und ich hedge hier für Scandi. Ja, oh mein Gott, das ist ja insane guter Call mit Belarus, weil Russland ist halt so... Ja, ich glaube, Russland kann es nicht sein, nee. Denkst du, das ist Schweden oder Norwegen, Digga? Ich glaube nicht. Ja, also wir kommen halt eh nicht so nah dran, wenn es da wäre. Aber ich wäre überrascht, wenn es... Stark. Alles gut, Chat. Digga, krasser Guess einfach. Ja, wie geil, dass wir so mithalten können. Ja. Das funktioniert richtig gut. Aber Belarus war auch taktisch gesehen relativ gut. Taktisch sehr kluger Call, ja. Auf jeden Fall. Ja, jetzt ist natürlich wieder scheiße. Ja, die Häuser helfen vielleicht so ein bisschen. Und wo sind Häuser? Süden. Okay, oh. Ich sag Belgien. Okay, ja. Ja, ich glaube, ich würde sogar einen Belgien senden und einen Niederlande. Okay. Ich glaube, Niederlande ist wahrscheinlicher, aber... Was soll ich? Geh mal so hier so Grenze. Okay. Ich habe no joke so. Belgien gesagt, Belgien, weil ich dachte eher Niederlande vom Vibe. Ich dachte wegen diesen Gräben vielleicht auch Nordfrankreich. Kodiak Meta. Ja. Ey, ich habe die paar Mal angewendet, ich sag, die funktioniert. Die funktionieren. Gräben funktionieren wieder. Ja. Aber ich habe überlegt. Die Häuser sahen so nördlich aus. Aber diese Gräben machen halt auch in Nordfrankreich Sinn, weil du halt dort auch flach bist und du hast irgendwie auch viel Wasser vom Meer, keine Ahnung. Ja, am Ende hättest du einen besseren Guess gemacht als ich. Ja, okay, das ist jetzt aber wieder. Warte mal. Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, was das für ein Land ist. Bro, ich guess halt no joke einfach. Ich guess einfach Österreich. Ja. Weil ich hoffe, dass irgendwas. Ja, also es könnte so Kroatien, Slowenien sein. Es könnte sogar auch in Frankreich sein, es könnte auch sogar Rumänien oder Slowakei oder sowas, vielleicht, I don't know. Aber ja, dann gehe ich mal Slowakei und du kannst mal so Slowenien gehen. Okay. Ich glaube, Österreich könnte sogar auch sein. Geh mal so entweder Österreich oder Slowenien, was du von den beiden möchtest. Ich gehe mal so Slowakei. Nee, Österreich sage ich actually nicht. Außer es wäre so hier, aber... Aber Österreich ist ein guter Hedge auch. Ja, okay. Vielleicht soll ich Westfrankreich gehen Westitalien für Frankreich-Hedge. Ich glaube, das mache ich. Oh mein Gott. Oh, ja, das war stark. Stark. Ja, wir haben gewonnen. GG. Let's go. GG in Chat. Ja, aber das bockt mit den Ländern, weil dann lerne ich auch selber noch ein bisschen was. Ultra geil. Ja, lass Play Again direkt. Auf der Map, die wir hier spielen, wirst du, glaube ich, leider keine 5Ks hitten können, weil die ist schwierig. Wir haben unser nächstes Match gefunden gegen 2 Marokkaner. Die sind sogar echt aus Marokko. Geo Raider sagt mir was. Okay. Aus Reflex hätte ich einfach instant gesagt England. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Willst du es sagen? Ja, ich sage England. Okay. Ich glaube, ich gehe mal Irland, weil ich glaube, es könnte Irland sein und du gehst einfach so Mitte UK, ja. Bro, aber die Dinger sind viereckig. Hast du die Meter nicht gelernt? Ja, das Zauntor ist mehr England auf jeden Fall. Aber es war Irland. Bro, die können die nicht biegen in Irland. Wusstest du das nicht? Ja, das stimmt. Eigentlich hat das Zauntor gelogen in dem Fall. Ja, muss man sagen. Manchmal ist es so. Vorhin, die weißen Blumen haben uns auch schön angelogen. Okay. Aber die Ditches haben uns nicht angelogen. Sonne ist im Norden. Rechtsverkehr. Also ich glaube, von der Sprache her habe ich eine Idee, aber... Warte mal. Da muss ich auch einen taktisch klugen sagen. Nee. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich hatte so Mexiko im Sinn vom Vibe. Ja, vielleicht musst du einen taktischen Call machen. Mexiko vom Vibe im Sinn. Aber hat es nicht so eine Bemalung auf diesem Pfosten, die irgendwie so schwarz, hast du die Sonne gecheckt? Ja, die ist im Norden. Oder so im Osten. Dann... Ja, aber ich finde, die Sonne sagt hier nicht so viel aus. Oder ist es so eine Sonne, das könnte so Mexiko sein, aber auch... Ja, okay, die ist schon recht ambiguous, muss man sagen, die Sonne. Also vom Vibe her gibt es mir Mexiko, muss ich ehrlich sagen. Aber interessant. Warte mal, Municipal. Oder ich weiß halt sogar das nicht, Spanien, deswegen. Bin ich dumm. Ich bin gerade... Boah, ich muss echt... Soll ich wirklich den Frankreich machen, Digga? I don't know, ist dein Call. Will ich aber auch nicht enttäuschen, weißt du? Holzpoles. Der ist scheiße schwer.
Gib mir so ganz bisschen Insel-Vibes oder keine Ahnung was. Okay, warte, wir haben noch ein bisschen Zeit, solange sie nicht gegessen haben. Ich sage einfach nachher dann. Ja, kannst gerne noch abwarten. Ich glaube, der Pol ist, glaube ich, rund. Also ich habe immer noch so 2, 3 Länder im Kopf, die es sein können. Okay, also du bist ja auch nicht 100% sure. Nee. Ich habe eine gute Idee und noch ein paar andere Ideen, wo ich jetzt nicht so drauf bin. Ich sag safe die Kolumbien, Digga. Okay, geh du mal so Manaus hier. Ja. Und ich glaube aber, es könnte Bolivien sein und ich gehe hier an die bolivische Grenze. Ah, es war Argentinien tatsächlich. Okay, das Plate sah argentinisch aus und die haben das, der Ortsname stand auf dem Schild. Ich habe Argentinien mehr im Kopf gehabt, weil der Strommasten, der hatte diese argentinischen Dinge, aber ich dachte so, nee, das sieht viel zu nördlich aus für Argentinien. Es war eine sehr schwierige Runde, auf jeden Fall. Es war ja auch so super nördlich in Argentinien. Ja, es ist Brasilien, ist sehr gut. Ich würde, glaube ich, einen so in die Richtung hier senden, das ist Brasilien, und einen wahrscheinlich hier so ein bisschen südlicher. Soll ich dort bleiben, oder? Mal hier. Ja, geh mal noch ein kleines bisschen weiter südlich vielleicht, oder noch. Sowas hier? So. Ja, sollte ungefähr hinhauen. Hoffentlich. Vielleicht bin ich aber auch ganz falsch. Was war das jetzt für eine Kamerageneration? Das war eine 4. Okay. Woran erkennt man eine 4? An den, dass der Himmel so super schön saturiert ist, wenn du checkst. Also hier checkt man es jetzt nicht so gut, weil es bewölkt ist, aber das hier ist auch eine 4er. Okay, Linksverkehr. Ja. Ich weiß nicht, ob das Mofa ein Plate hat oder nicht. Boah, ich sag... Ist ein bisschen weit weg. Aber ich meine, Indonesien. Ich sag Indonesien. Es ist ziemlich sicher Indonesien. Ich glaube, wahrscheinlich ist es Kalimantan, also die Insel hier. Ja. Aber möglich ist auch ein Sumatra. Also ich glaube, das würde ich uns splitten. Ja, geh du ruhig mal hier Central. So. Ja. Passt. Und ich gehe irgendwo nach Sumatra. Ich habe jetzt mal den Farbfilter angemacht. Ah, schade. Spielst du jetzt mit dem, wo du so Farben richtig sehen kannst? Ja, also es ist so ein bisschen besser, aber immer wenn ich noch mit Milo spiele und so, ist immer noch, also er sieht immer noch viel krasser, aber es ist schon so, ich sehe so das Red Car von der Ukraine, sehe ich, wenn ich so richtig genau hingucke mit dem Filter, so ganz bisschen, das ist ganz geil. Ah, okay, verstehe. Aber so ansonsten... Verstehe. Und das so blauer Himmel ist ein bisschen intensiver, okay. Ich brauche einen Call. Ja. Nordamerika, Kanada oder Dings, ich sage... Estonia. Da zählt Schweden auch dazu als Nachbarland. Ja, es ist Finnland, aber... Das zählt als Nachbarland. Okay. Zählt. Easy. Ja, das ist mehr, das ist die Grenze ist klar erkennbar. Ja, okay, nee, das war jetzt das erste Mal. Nächstes Mal zählt vielleicht nicht mehr. Das kommt auf die Runde drauf. Okay. Ja, aber taktisch vielleicht auch nicht so klug, das kleine Land da zu nehmen, aber ja, okay. Okay, das ist jetzt weißes Jetzt musst du den Truck können. Im Süden, ja. Ist das Kasachstan? Nee, wahrscheinlich nicht. Warte mal. Willst du es einloggen? Nee, lass mich kurz überlegen. Okay. Es sieht mir nicht... Also diesen Truck... Scheiße. Ich dachte, den gibt's in Kasachstan. Oder ich bin komplett guckt. Gibt's den sonst noch irgendwo? Ohne Rücklichter? Rechtsverkehr? Sieht nördlich aus. Gelbe Außenlinien. Ey, ich sag Kasachstan tot. Es ist Kasachstan. Ist gut. Alles gut. Aber wieso sieht das aus wie in Amerika? Ich glaube, es ist die Straße hier so zwischen Astana nördlich. Weil es so eine von den größten Straßen ist. Wir haben einfach sechsspurige Autobahn. Such dir gerne mal irgendwie eine Kurve aus. So 4 so zum Beispiel. Was hältst du von dem? Ja, finde ich gut. Nee, da wird man wahrscheinlich die Kreuzung unsere Kurve geht nach oben links. Also und hinten das ist eine Linkskurve. Wir probieren hier einen 5K zu hitten, weil das ist so eine Runde, wo es noch möglich ist auf jeden Fall. Was heißt von sowas? Nee, das ist zu wenig. Auf welchem Abschnitt der Straße kann es sein? Auf dem ganzen Abschnitt hier? Ja, alles nördlich von Astana eigentlich. Also ziemlich großer Bereich leider. Aber ich glaube nicht, dass es ganz nördlich ist. Also. Ich glaube, ich habe den 5K. Warte, ich schau mal kurz nee. wo du bist. Oh, warte. Nee, das passt vom Winkel her nicht so ganz. Es muss diese Häusergruppe, muss es unten links. Stimmt, da ist so ein Ort. Du bist... Ja, nach dem habe ich gar nicht gescannt. Hier sind Häuser links. Das muss es sein, das könnte sein. Ey, ich log sogar mit dir ein, ich gehe jetzt Risiko. Okay, ja, warum nicht? Wir werden nicht so drauf verlieren, wenn es nicht ist. Ja, aber ich glaube, wenn, muss es das sein, weil es ist auch lange gerade. Ich habe nichts anderes gefunden. Komm. Yes. Boah, krass, okay, geil. Ja, denkst du, ist ein 5K möglich auf dieser Map? Naja, müssen wir schon 20 Runden spielen. Ja, Leute, also mit Adi ist das möglich. Mit Adi ist das den hätte ich nie im Leben gefunden. Okay, Sonne ist im Norden. Rechtsverkehr. Wir haben eine Flagge, ne? Oh mein Gott. Jetzt stellst du mich hier wieder auf die Probe. Argentinien. Ja, Argentinien. Ich war low-key nervös, als ich das Land gesagt habe. Ey, bei Flaggen bin ich geisteskrank schlecht. Milo ist so gut in Flaggen, das ist insane. Ja, das ist auch geil. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ihr das Ding am Ende gewonnen habt, weil ihr so euch ziemlich gut kombiniert. Wir haben uns, no joke, glaube ich, relativ gut ergänzt, ja. Weil Milo hat so ein geisteskrankes so ein Vibe-Wissen irgendwie. Wo soll ich hingehen so schwer ungefähr? Zu scannen. Ich weiß es gar nicht, wo in Argentinien das ist, ehrlich gesagt. Was denkst du so hier? Ich bin ein bisschen überfragt. Ja, geh du einfach mal so hier
Hier ist, das ist so der Safety und ich gehe ein bisschen... Nee, es ist nicht nördlicher. Nee, ich fand diesen Yucatan gestern geil, weil Kodiak hat halt so Training gemacht. Und Kodiak ist ja so sehr nerdy im Erklären, würde ich mal sagen. Also der erklärt dann so ultra viele Details, wo ich mir so denke, nie im verfickten Leben werde ich mir so eine Kacke merken. Und das mit halt Yucatan, diesen Dächern, hat er auch erklärt. Und ich habe mir so gedacht, nee, das ist ja wirklich tot. Und dann kam halt diese Runde und dann habe ich mich nicht dran erinnert, deshalb war es so witzig. Okay, warte, das ist das Korea ist halt auch das Geile. Taiwan, aber ich bin mir gerade unsicher, welche bis nach unten gehen. Ich glaube Taiwan, oder? Taiwan. Ja, das ist richtig. Wir verteilen uns einfach an der Westküste, also einer so hier so vielleicht. Okay. Und ich gehe einfach mal hier. Aber nee, ey, Feli, nochmal vielen Dank für den Raid. Kuss, ich küsse dein Herz. Wir zocken einfach ein bisschen. Ich errate das Land. Ist, glaube ich, sehr, sehr chillig. Ich küsse eure Herzen. Sorry, ich war gerade gemutet. Okay, jetzt brauche ich einen guten Call. Australien? Ja, das ist richtig. Wir haben Westküste. Ah ja, stimmt. Oder es könnte auch einfach ein See sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielleicht ein See ist. Ich glaube aber, es ist Western Australia. Ja, das sieht aus wie ein See für mich. Okay, der See ist links von uns. Ja, genau. Das ist nicht so eine große Straße. Wollen wir noch einen 5K hitten? Ja, man kann es ja probieren, abzuleihen. Also auf jeden Fall nicht so weit nördlich. Es ist irgendwo so in diesem Bereich, den ich jetzt gerade einkreise. Sag nochmal, wo circa? Dieser Bereich. Okay. Also alles so alles so hier drin, so, quasi. Die Straße geht Der Lake Grace könnte sein. Straße geht nicht, außer wir sind genau hier. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ein 5K. Ja, easy, dann send das. Ne, ich finde es witzig, aber immer zu sagen auf dumm, aber am Ende ist es nie was. Oh, okay. Wir haben nicht Western Australia gekriegt. Geil. Wie sah die Das ist wieder Game. Ja, geil. Ja, aber es ist so krass, immer wenn man auf die Straße zoomt, denkt man sich immer so, es macht so Sinn mit der Straße. Ja, so, wenn ich die gesehen hätte, dann geil. Gewonnen. Okay, wir haben nochmal unser Rematch. Sonne im Süden. Ich sag... Warte, was ist am smartesten? Ich sag Malaysia. Ja, okay, es ist Thailand, das ist gut, das ist ein Nachbarland. Wir können Thailand gehen. Geh mal hier, geh du mal so hier so, I guess. Diesen viereckigen scufften Pole war ein Thai-Pole. Ja, einfach die Tatsache, dass er viereckig ist halt schon mal ein guter Clou und Löcher drin hat. Ich dachte Thai, aber das sah irgendwie ein bisschen scuffed aus. Malaysia war ein sehr guter Call, also muss man sagen. Okay, hier nehme ich jetzt aus taktischen Gründen Ukraine. Es ist wieder Ukraine. Okay, gut. Aber kein rotes bergig. Auto, ne? Bisschen bergig würde ich einen in den Westen schicken, kannst du gerne machen. So. Und einen vielleicht mal hier so. Hier diese Region ist auch recht bergig. Boah, ja, krasser Call, holy shit. Sehr schön. Geil, Mann. Ja, das ist ganz geil. Also wenn man Berge hat in der Ukraine, kann man es ganz gut region essen immer. Und im Norden sind keine Berge, oder? Fast gar keine. Also wirklich sehr, sehr flach. Okay, Sonne im Süden, 5K. Okay. Shit. Okay, lass mich kurz checken. Also wenn du das Land callst, kann man das hier vielleicht scannen. Ich weiß aber auch noch nicht genau, wo der... Okay, dort kann man nichts lesen. Meer ist im Norden. Also Sonne ist ultra im Süden, Meer ist im Norden. Ist das Europa? Wahrscheinlich schon, oder? Will ich jetzt nichts zu sagen. Boah, was sage ich jetzt am besten hier? Doch, hier ist europäische Flagge, glaube ich, auf diesem Schild. Kann das... Also warte, ich bin gerade so bei Spanien, Italien, Griechenland, Türkei. Echt kein Clou, ne? Ey, ich sag Italien. Ich glaube, das ist wahrscheinlich richtig, Italien. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich könnte mir vorstellen... Ich meine, es ist so eine Riesenbucht. Es ist so eine Riesenbucht. Ja, also vielleicht ist es hier unten irgendwo oder es ist halt so eine... Es könnte so eine kleine Insel sein, sowas wie das hier. Ja. Möglicherweise. Ist es nicht zu klein? Ja, es ist zu klein. Es passt nicht, es leitet nicht ab. Aber ich glaube, es könnte sein, dass wir auf einer kleinen Insel sind und die Bucht halt einfach irgendwie... das Land ist, oder? Ja, wobei, so klein wird es nicht sein. Vielleicht ist es einfach hier so. Es ist schon eine Riesen... Ja, okay, ich weiß nicht, wie groß diese Inseln sind. Ich glaube, so ein Sardinien und ein Sizilien ist gar nicht schlecht. Und vielleicht ist es auch irgendwie Korsika oder sowas. Also vielleicht ist es auch Frankreich. Wir können ja theoretisch auch einen Frankreich senden, wenn wir wollen. Aber das macht irgendwie wenig Sinn, außer wenn es Korsika ist. Hier sind so Steine. Was sind das für Steine da? Boah, ja, du musst sagen, wo am besten... Ich fand diese kleine Insel gar nicht so schlecht vom Line-Up hier. Kannst du machen. Die sind auch so am Scannen, die anderen, ne? Ja, safe. So dumm wieder. Ja. Wollen wir senden? Ich glaube, es wird schwierig. Ja, ich gehe mal hier so sicherheitshalber in Süden. Und du coverst so die 3 Inseln ab. Also so, ja, die, wo du bist. Nee, also du hältst so ein bisschen... Entweder du gehst hier oder hier. So. Hier. Ich habe nur geguckt, ob es was hat. Aber... Ja. Scheiß drauf. Also wenn es das wirklich ist, dann... Oh, okay. Aber es sind gute Punkte. Da habe ich nicht ganz reingezoomt. Ich habe da kurz drüber gescannt, aber nicht ganz reingezoomt. Mist. Schade. Ja, hätte man finden können, wäre geil gewesen. Hätte man finden können, ja. Dann im Osten, Süden. Was halten wir von Frankreich? Also für Spanien oder Italien oder... Ich hätte jetzt irgendwie Spanien gedacht, aber bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, es ist Spanien. Ich finde Frankreich, da
eine sehr gute taktische Wahl. Ich glaube, so Nordspanien, so hier oder hier wahrscheinlich. Ich gehe dann einfach mal in den Osten und du in den Nordwesten. Frankreich ist sogar möglich. Also so Südfrankreich kann manchmal so aussehen. Italien glaube ich eher nicht mit den Bäumen. Ey, Digga, ist voll geil, wie wir so mithalten können bei denen. 100%. Das ist echt voll das geile System, weil so, wenn man sonst einfach nur auf diesem Level normal spielt, dann ist halt für mich so full, oh, okay, gar kein Plan, aber es ist ein geiles Spiel mit Gästen und so. Das finde ich auch sehr geil. Ich finde es sehr, sehr geil, das Konzept. Und das heißt, das zeigt ja auch irgendwie, dass du von deinen Gästen her nicht so weit weg bist. Ja, ich kann halt im Land so gar nichts machen, ne? Aber das kommt dann irgendwann. So, jetzt ist zum Beispiel... Jetzt könnte es schwierig werden. Jetzt ist es schwer. Okay, ich schwank zwischen halt Scandi und Kanada oder sowas hin und her. Ja. Ich gehe... Falsch nimmst, haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Ich nehme ja auch Grönland, wa? Nee, boah, ey, oh mein Gott. Kennst Grönland an Kanada? Ja, weiß nicht. Dänemark hat eine Grenze mit Kanada. Ja, komm, ich sag Kanada, scheiß drauf. Okay, da müssen wir Dänemark gehen. Das ist, glaube ich, Schweden oder Norwegen. Geh du mal, nee, Schweden. Scheiße. Ja, es ist Schweden. Shit. Auf jeden Fall nicht schwer. Wen wird man jetzt denn erkennen können? Oder was wäre da? Einfach die Tatsache, dass die Straße irgendwie dünner und nicht so ganz... Also es ist Vibe. Das ist... keine Ahnung, in NA sind die Straßen halt immer meistens super gerade und ziemlich breit und haben nicht so einen Graben daneben und keine Ahnung. Das ist wirklich einfach nur ein bisschen Erfahrung. Italien. Check ich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, irgendwo muss es doch auch in Kanada oder so nördlich so ein bisschen dünnere Straßen geben. Da kann doch nicht jede Straße... Gibt's auch, aber ja, also es ist halt ein Game von Wahrscheinlichkeiten am Ende. Das stimmt. Aber, ja, Forst ist halt beim Süden, aber ich glaube, es ist eher Norden. Dänemark hat eine Grenze mit Kanada. Wenn du Grönland gehst... Auf der Hans-Insel. Wo ist die? Das ist irgend so eine Insel in der Arktis. Und die ist so gesplittet dann halb. Die ist gesplittet, ja. Und das ist auch erst neu. Also diese Grenze gibt es erst seit ein paar Jahren. Naja, das ist der Cheatcode auf jeden Fall, den kann man benutzen. Okay, Süden. Jetzt ist es hier durchaus interessant. Gib mir irgendwie so, was kann ich taktisch hier nehmen? Ich hätte irgendwie so gedacht, Sonne ist... Hast du Sonnencheck schon gemacht? Ja, Sonne ist im Süden. Also ich hätte so gedacht, so Montenegro irgendwas. Vom Vibe her jetzt nur, aber bin mir doch gar nicht sicher. Oder sind wir USA? Guck mal so auf den Bergen, was da so wächst. Ja, so Palmen irgendwas, so Bäume. Scheiße. Das meine ich nicht. Kolumbien. Okay, ja, gut, dann haben wir verloren, das ist Mexiko. Auf den Bergen waren überall Kakteen, also wirklich überall. Fuck. Das hätte man sehen können, weil ich glaube, dann gehst du selber auf Mexiko drauf. Vor allem, wir waren ja Nordhalbkugel. Nee, ich habe in diese weiten Berge geguckt und das hat mir irgendwie so... Ja. Da sind wir am Anfang Europäer, aber ich habe nur auf die weiten, ich habe nicht nachgeguckt, ja. Ja, schade. 1300. Ach, da kommt direkt so eine Kackrunde. Sonne im Süden. Skafftes Auto. Boah. Ich darf dir jetzt auch keine Hinweise mehr geben, du darfst mir nichts geben. Gar nichts. Okay, warte, wir müssen schnell guessen. Ich gehe... Indien. Es ist Indien, ja. Wirklich? Wahrscheinlich Rajasthan. Ja, geh Westen. Oh okay, mein Gott, gut. Saved. Stark. Hast du die Shitcam doch erkannt? Ja, die habe ich erkannt, aber ich habe die am Anfang erkannt. Aber ich lasse mich dann so ablenken von so Sachen wie so, das sieht gar nicht aus wie Indien, aber Indien ist halt riesig. Ja, verstehe. Naja, ich hätte jetzt mal gesagt, Australien. Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Poles sind South Australia. Dann lass uns ein bisschen Druck machen. Ist es ein Ding-Pole? Ist es ein Milchschnitten-Pole? Ja, im Norden ist ein Milchschnitten-Pole. Geh du ruhig mal hier einfach so um Adelaide rum, weil es ist so ein bisschen hügelig. Das gibt es in South Australia eigentlich nur in der Region hier um Adelaide. Ja, gut. Wichtig. Gut. So, das holen wir jetzt das Game. Ja, so, mein Lieber. Die haben wir gerade eben schon gespielt. Wir sind... Ja gut, ist egal, welches Land ich call. Ich sag Ungarn. Nein, warte. Bin gerade... Warte. Ja. Ich vergesse es immer. Warte, Polen? Nee, ich sag... Scheiße, ich bin tot. Ich vergesse es immer mit diesen Poles, welche unten aufhören und welche bis nach unten gehen. Ja. Deshalb sage ich Slowakei. Okay, fair. Ja, ich glaube, es ist schon Ungarn. Aber irgendwie gibt mir Low-Key Frankreich-Vibes. Die Poles würden nicht wirklich passen für Frankreich, aber... So, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, aber ich glaube, wir gehen schon beide Ungarn. Aber ich glaube, hier hinten ist kein blauer Sticker auf diesem... Wenn du so ranzoomst. Ja. Genau, wegen Bergen. Geh ruhig mal hier so. Hier gibt es auch noch Berge. Im Norden und da unten gibt es Berge. Boah ja, oh mein Gott, ich hätte halt Ukraine sagen können, dann hätte ich alle gefickt. Ukraine wäre so ein stronger Guess gewesen. Wir haben sogar einen in Frankreich. Okay. Guter Guess, aber... All whites, Sonne im Norden, okay. Give way to all traffic. Aber ist links. Würde ich Australien gehen. Ja, ist wieder Western Australia. Geh mal vielleicht hier so, wo ich jetzt gerade meinen Marker habe ungefähr. Geh sogar noch ein bisschen nördlich, maybe, ja.
Okay, Australien hat auch All White. Ja. Australien hat auch nur weiße Also Linien. das gilt nur für Südamerika, wo das so ein bisschen uniker ist. Für Chile eigentlich, Ja, oder? klar. Das nur Also so Europa hat ja auch All White. Ja, voll. Nee, ich dachte gerade wegen Doppelmittelweiß, genau. Verstehe, ja. Start. Oh, Sonne ist im Süden. Ich hätte eigentlich Peru gesagt, aber ich sag Indonesien. Fuck. Nein! Scheiße. Ich konnte nicht auf irgendwas näher Indonesien switchen in dieser Du warst Zeit, schon sorry. so nah dran. Ja, okay, jetzt müssen wir Egal. nichts runterschmeißen. War nicht mein Fehler, ich habe zu spät gecallt. Oh, Dann ja, zählt's wir wieder. hatten die Peru Dann gibt's die Stripe-Dinger. Sonderregelung, wenn der Call in den letzten 5 Sekunden geht. Das ist ja die Sonderregelung, die es gibt. Ja, ich hätte einfach gar nicht guessen sollen, aber ich war halt drauf gepolt, dass du bei Peru bleibst, so. Ich habe halt schnell reagiert. Komm, wir spielen Ja, jetzt gut. einfach weiter. Das ist jetzt, Ah, eigentlich das haben ist wir die Runde scheißegal. verloren, aber ja. Norden. Oh, Alter, was ein fetter Berg im Norden. Interessant. Kodiak kennt ja alle Berge gefühlt Ja. der Welt. Der würde safe wissen, wo das ist, aber ich nicht. Ich bin low-key verwehrt. Okay. Ja. Ja, ich sag jetzt wieder Indonesien. Es ist Indonesien. Geh du ruhig einfach mal irgendwo in Java, weil Ja. ich weiß nicht, wo es ist und ich gehe für einen recht spezifischen Guess ganz im Norden, weil das irgendwie so mein Vibe war. Hier ist ein Berg, I Kodiak don't know. wüsste. Kodiak wüsste, ja. Ja, das war der klassische Berg. Das war der hier. Ja, okay, der ist Der tatsächlich Mount recht spezifisch auf jeden Kerinchini. Fall. Vulkan Ja. sogar. Okay. Oh mein Okay. Gott. Puppy Pub Cruise im Mercedes Drop Top. Sonne ist im Norden. Es hat mir low-key aber Tunesien-Vibes gegeben, aber ich glaube, das ist es nicht. Brown Call. Ich sage Peru. Ja, ich glaube, es ist Peru. Wir haben auch 3, 4 Peru-Flaggen all over the place. Du einfach mal. Ja, Stimmt. warte, nee, bleib mal da, wo du bist. Und diese Tuk-Tuk-Dinger, ne? Das sind so diese Okay. Ja, Peru-Tuk-Tuks. Tuk-Tuks sind eigentlich mehr im Norden, aber die Häuser haben mich so ultra an Bolivien erinnert, deswegen bin ich dann doch Süden gegangen am Ende. So alles war so rotes Ziegeldings, das sieht so aus wie die Häuser in Bolivien, die Brickhäuser. Ja. Okay. Wir haben schwarze Signbacks. Das sind ein paar Länder. Ja, ich Das sag, schon mal so. ich sag Ukraine. Geil, es ist Rumänien, ja. Okay, geh du ruhig mal irgendwie Westen und ich gehe Süden, weil es ist so super flach. Super flach sind eigentlich so die zwei. Okay, wo hat's Zwei schwarze Regionen. Signbacks? Italien? Italien, Rumänien, Albanien, Deutschland. Stark. Okay. Also, genau, Italien, Rumänien kannst du dir merken. Albanien erkennst du ja meistens an irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Und Deutschland hat halt auch schwarze Sidebacks. Okay. Auch so krass wie Italien oder so weniger krass? Weil irgendwie. Ein bisschen weniger krass, Low-Key. Aber Italien hat so fast so. Weil in Italien, finde ich, stechen die immer krass raus. Ja. Oder vielleicht haben die so viele Schilder, keine Ahnung. Sonne ist bisschen im Norden. Okay, ich merke schon, das wird eine guckte Runde. Sind das Eukalyptusbäume? Ja, ich sag. Oh, das Schild. Ist es. Kann das Australien sein? Das ist Australien, ja. Let's go. Geh du mal hier. Okay. Gut. Geil. Sehr gut. Wir hatten auch 2 Bollards. Die waren ein bisschen versteckt, aber Ja, Australien kann ich wir uns legit, glaube ich, am wenigsten von allen Ländern. Ich kenne Vielleicht, aber wirklich nur dafür die. machen wir auf Australien konstant jede Runde Schaden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, Europa. Ich gehe, glaube ich, wieder mit meinem Safe die Ukraine. Ah ja, okay, das ist guckt. Wir haben guckt. überall die Hecken und sowas. Ja, wir brauchen gar nicht guessen, das ist UK oder Das Irland. ist UK. Polen. Das ist Guter Versuch. Scuffed UK, Guter Digga. Versuch. Schade. Ich sag, das ist dieses Peaky Blinders UK, was noch irgendwo so dampft. Ja. Die werden sich auch fragen, was wir da gekocht haben. Aber gut. Aber lass doch eine Runde spielen. Das Ziel ist es so zu spielen, dass die Gegner nicht merken, dass wir eine Challenge machen. Genau. Die Challenge ist, Chat, dass ich das Land gesse und wir dürfen dann im Land und im Nachbarland gessen. Okay, Linksverkehr, guckt schwarzes Auto. Was ist das für eine Schrift? Oh mein Gott, ist das Indien? Ja. Ich glaube Karnataka, dieser Bundesstaat, Ja. und Ravi Palme haben wahrscheinlich recht weit westlich. Okay. Also, Ich hätte am Anfang ganz bisschen Sri Lanka-Vibes, auch von der Schrift, aber das Auto hat dann nicht. Ja, finde ich gut. Gepasst, Find oder? Ich gut. Ja, das ist halt einfach Shitcam, irgendein komisches Auto. In Indien gibt es so bestimmt 50 Autos. Das ist crazy, was da alles rumfährt. Aber Sri Lanka, hat es auch Shitcam, oder? Ja, aber findet man also sehr selten. Okay, check. Es hat halt auch anderes. Okay, jetzt wird's schwer. Wobei, Ich hätte Philippinen oder Thailand gesagt. Boah, liege ich komplett daneben, wenn ich einfach Philippinen sag? Bitte sag Philippinen. Ich log Philippinen ein. okay. Es ist halt Thailand leider. Guckt. Okay, Wir haben Taiwan. Wir Malaysia. kommen nicht so wirklich nah dran, ne? Malaysia, zählt das? Ja, also es hat eigentlich keine Grenze, aber diese Inseln hier sind auch Philippinen und das hier ist Malaysia. Also
Schon, sagen wir mal so, ist nah aneinander. Die haben doch safe hier, guck hier auf Sibutu Island, das gehört halb Philippinen, halb Malaysia. Wir können schon hier oben essen. Wir werden ja sowieso Schaden bekommen. Wir müssen Schaden bekommen. Eine klare Sache ist eindeutig, die bordern, Philippinen und Malaysia, die haben eine Grenze, Leute. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber... Woran hätten wir jetzt hier Thailand erkannt? Aber die Berge, sind das diese Berge im Nordwesten, oder ist es... Am Pol auch, der hat das ist ein viereckiger Pol. Ja gut, also am Ende des Tages war es mir ja klar, das ist südliches Thailand. Ich habe den viereckigen Pol nicht gesehen. Ich habe den angeguckt und dachte, der ist rund, weil die Kante genau in der Mitte war. Ja, das habe ich auch gedacht. Der sah wirklich rund aus, mit den Löchern drin und so. Sonne ist im Norden. Tot. Boah, ich bin no joke zwischen Neuseeland und England. Ich sag Neuseeland. Das ist Brasilien. Ja. Tot. Ja, tot. Sorry, ich hab aus Versehen noch reingeklickt. Ich habe einfach gar nicht gegessen. Fuck, wir hätten eigentlich Neuseeland gegessen müssen, dass die Gegner denken, was machen die? Was machen die? Ja, und dann hätten wir noch gewinnen müssen, das wäre krass gewesen. Wenn ich so einen schlechten Guess mache, dann aus Nettigkeit guesse ich noch irgendwo in die Nähe, dass die sich nicht denken, wir sind komplett... Also in der Runde gerade einfach mit roter Erde sollte der erste Gedanke Brasilien sein, auch wenn du irgendwo nirgendwo bist. Ja, da kriegt die Farbenblindheit. Stimmt. Ja, das kriegst du. Ja, Südafrika. Ja, irgendwo hier so. Okay. Ja. Ja. Top. Ich war gerade Lust. Okay, gut. Wir kommen wieder. Comeback jetzt. Okay, konzentrieren. Oh mein Gott, diese Runden liebe ich ja. Das sind dann meine Lieblingsrunden. Wir können uns ja die Regeln so ein bisschen machen, wie wir wollen, weil wir spielen hier eine Challenge, okay? Das sind meine Lieblingsrunden hier. Wir haben wieder einen Hinweis tatsächlich. Aber ja, wir haben so einen Pole, so einen gestreiften, so Peru-Type-Beat-Kack-Pole. Aber wir haben ein schwarzes Auto. Das könnte auch, oder? Peru, Argentinien, Uruguay. Ich sag Bolivien. Okay, ja, es ist Peru. Sehr gut taktisch. Geh du ruhig mal so Lima, einfach Lima östlich davon. Hier? Ich gehe irgendwo in den Norden. Achso, wo ist Lima? Shit, tot. Achso, in der Mitte. Oh mein Gott, ja. Milo kommt von Lima. Nice. Milos Eltern kommen von Lima, Digga. Wusstest du das? Echt? Ja. Nee. Milo ist einfach der Peruaner. Deswegen hat er auch den Hut auf. Mhm. Und deshalb ist er auch so klein. Ein Sombrero. Das ist cool. Okay. Ist der Name Maelo auch irgendwie... weil den Namen habe ich noch nicht gehört. Ist das so ein Schweizer Ding oder ist das so ein... Peruanisch, glaube ich sogar. Geil. Okay, tote Runde. Wenn ich hier 5K mache, ist in der Tat lost. Das Auto sieht alt aus, was irgendwie so russisch wirkt. Dieses Straßenschild wirkt gar nicht russisch. Ich bin lost. Was machen wir taktisch am besten? Oh mein Gott, ich sag Russland. Ja, ist okay. Norwegen bordert Russland. Geh Süden von Norwegen? Oder ich? Fuck. Fuck. Es war ein bisschen zu langsam. Ja. Hat Norwegen gelbe Straßenschilder oder so, orangene? Ja, also so, wo die Ortsnamen draufstehen, die sind manchmal gelb, aber nicht immer. Also, ja, hilft nicht so viel ich muss merken. Ein bisschen schneller guessen. Ich sag USA. Es sind die USA, ja. Würde schätzen, irgendwo in den Plains in der Mitte. Wir haben recht rote Erde, deswegen wahrscheinlich so Oklahoma oder sowas. Das könntest du mal probieren. Ich geh mal hier. Ich glaube, ich gehe einfach mal noch ein bisschen nördlicher. Kansas. Ja, aber ich glaube, es wird nicht so weit weg sein von da. Okay, aber jetzt tryharden wir und holen dieses Spiel noch. Das ist jetzt meine Motivation. Wir können das schaffen. Wir können es schaffen, aber es wird schwierig. Ich glaube, wir könnten schon auf dieser Runde verlieren. Sind die krass gut? Die sind schon recht gut. Ja, okay, aber wir sind näher dran. Geil. Egal, wir müssen uns durchmogeln. Ja, safe. Ja, die Norwegen-Punkte waren halt auch leider unnötig verloren. Okay, klassischer Ukraine-Call. Ja, ist Rumänien. Sehr gut. Ich gehe mal Bukarest, einfach so Hauptstadt. Mach mal den Hauptstadtklicker. Also hier. Und ich gehe... ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Sieht schon aus wie Süden. Ich wäre Double Committen Süden, warum nicht? Aber sind die Poles von Ungarn und Rumänien gar nicht... Oh, tot. Boah, das ist Loki genau dort, wo Mail und ich einen Guest hatten im Turnier. Da war Stimmt, der war krass. Das war einer eurer besten auf jeden Fall. Shit, Mann. Ja, aber hat Spaß gemacht. Hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank. War sehr, sehr geil. Gerne dann wieder. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Stream. Safe. Ciao. Und morgen viel Glück. Danke. Werde ich auf jeden Fall alles gewinnen morgen. Wir hören uns. Schönen Abend dir. Ciao. Landly, Legende. Lass ein bisschen Liebe da auf seinem YouTube-Kanal.